So, und heute mache ich mal einen Ausflug ins Städtle. Besigheim ist ja der schönste Weinort Deutschlands. Und auf dem Besigheimer Alten Friedhof gibt es einen wunderschönen Stelenparcours. Der wurde 2013 angelegt als Projekt der Steinmetzmeisterinnung. Und ich möchte euch heute eine Stele zeigen, die ich besonders hervorragend finde. Alle sind ganz toll, aber die hier passt in unser Thema zum Wein. Das hier ist nämlich das Grab des Oberpräzeptors Gottlob Mohr. Der Oberpräzeptor wurde im Zweiten Weltkrieg reaktiviert, weil viele Lehrer eingezogen waren ins Feld. Und er sollte also die Klasse wieder übernehmen, obwohl er seinen verdienten Ruhestand schon angetreten hatte. Na bitte, okay. Dann hat er das halt auch noch gemacht fürs Vaterland und hat eine große Klasse gehabt mit vielen Schülern. Und er hat sich natürlich bemüht, denen was beizubringen. Und so hat er im Französischunterricht die schöne Regel in Reimform gebracht, damit die Schüler sich das besser merken können sollten. Hat er formuliert: nicht Luile und nicht Lörle, sonst kommt's Röhrle. Ja, das war das damals pädagogisch beste Mittel, das Ohrstöckle. Damit konnte man Ruhe in der Klasse einfordern und ja, die haben sich halt gedacht, wenn man die Kinder bestraft, nichts fürchtet der Mensch mehr wie Schläg, dann merken die sich das und machen den Fehler nicht mehr. Ja, war ein Ansatz, hat ja nicht so super funktioniert, wie wir wissen. Aber das Besondere an dieser Stele aus Jurakalk ist ja der eingearbeitete Tafelschrank und den möchte ich euch zeigen. Der ist nämlich vorne quasi zu beschriften und auf der Rückseite dient er der Aufbewahrung von Materialien und da hat ein Lehrer natürlich allerhand aufzubewahren. Und hier haben wir noch ganz wichtig als Mittel für den Lehrer, das Lebensmittel, das Überlebensmittel, eine Flasche. Es ist ein bisschen schwierig zu zeigen hier jetzt. Da ist in dem Tafelschrank noch eine Flasche drin und ein Becher. Denn manchmal, wenn die Nerven allzu sehr angegriffen waren von den Schülern, dann musste der Lehrer sich hinter die Tafel begeben, um sich zu stärken. Und dann hat er da einen Schluck aus der Flasche genommen. Er konnte übrigens sich einschenken, ohne dass es gegluckert hat. Hier unten ist der Becher, da sieht man es. Becher und dahinter die Flasche. Hier, Flaschenhals. Und konnte aber auch, wenn es ganz arg pressiert hat, einfach mal einen Schluck aus der Flasche nehmen. Und damit es die Schüler vorne nicht mitkriegen, war ja eigentlich so nicht okay, Schluck Wein einfach so während des Unterrichts, hat er die Tafel aufgeklappt gelassen und ist dann dahinter gestanden. Und damit die Flasche beim Trinken nicht oben über die Tafel ragt, ist er quasi ein bisschen in die Knie gegangen. Und das sind also Erzählungen, die sich noch bis heute fortsetzen in den Erzählungen der Besigheimer, die einst seine Schüler waren, wie der Lehrer hinter der Tafel eine Kniebeuge gemacht hat. Aber danach konnte er mit leicht verklärtem Blick, aber auf jeden Fall mit besseren Nerven, wieder vor seine Klasse treten und der Unterricht konnte fortgesetzt werden. Dies also in schöner Erinnerung an den Oberpräzeptor Gottlob Mohr. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.